Und erst wenn wir anfangen zu bezeugen, was wir in unserem innersten Herzen anfangen zu glauben, erst dann werden wir wirklich die, die wir sind. Jetzt rückt ein ganz heisses Thema in unseren Fokus, nämlich die Taufe. Jemand hat sich das gewünscht, dass man darüber etwas sagt aus biblischer Sicht. Wir sind natürlich von Traditionen fast umzingelt. Es ist gar nicht so einfach, auf die biblische Schicht vorzustossen. Jesus sagt, Markus 16,16 in seiner Abschlussrede an die Jünger, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Sehr ein interessanter Satz, der zeigt, beim verurteilt werden ist die Frage der Taufe hinfällig. Ob man jetzt da kindstauft ist oder erwachsen tauft, aber nicht glaubt, das spielt gar keine Rolle. Also muss das Tauftsein eine spezielle Bedeutung haben, aber nicht eine heilsnotwendige. Irgendwie ist die Frage gut gestellt und irgendwie ist sie nicht so einfach zu beantworten. Wir probieren es. Für das Verlorengehen spielt die Taufe keine Rolle. Für das Gerettetwerden ist die Taufe eine grosse Hilfe. So kann man es zusammenfassend sagen. Warum ist es eine grosse Hilfe? Vielleicht habt ihr schon mal mit Araldit gearbeitet. Ich blende das Bild einblenden. Araldit, 2-Komponenten-Kleber. Es geht so um eine Art Heils-Araldit. Es müssen 2 Komponenten zusammenkommen, damit es gut klebt. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Ihr kennt ja das, man läuft mit diesen Tuben umeinander, man rührt sie an, sofort klebt man. Sie kleben zwar, aber sie haften nicht. Sie bleiben ewig klebrig, wenn die beiden Komponenten nicht zusammen sind, dann ziehen sie einfach nie. Glaube und Zeugnis, das ist der 2-Komponenten-Leim, das ist der gute Araldit. Ich sage jetzt Zeugnis und sage nicht Taufe, weil ich bin der Meinung, es geht bei Taufe nicht um ein Sakrament oder um einen Ritus oder erst recht um ein Ritual, sondern es geht wirklich um etwas zu bezeugen. Es geht darum, dass der Mensch zeigt, mit Wort, das er dabei spricht und mit Untertauchen, was er macht, er zeigt, dass er zu Jesus gehört. Das ist sein Lebenszeugnis. Von jetzt an gehöre ich zu Jesus. Und er denkt es nicht nur, sondern er zeigt es vor allen. Und das ist bei Gott ganz gleich. Erst wenn Gott wirklich anfängt zu reden, wird er zu uns, zu dem, was er ist. Das Wort war Gott. Und Gott war das Wort. Und erst wenn wir anfangen zu bezeugen, was wir in unserem innersten Herzen anfangen zu glauben, erst dann werden wir wirklich die, die wir sind. Und erst dann wirkt das Heil in der Tiefe von unserem Leben. Erst jetzt, als ich ausgesprochen habe, was ich schon lange gedacht habe, was ich immer schon wollte, jetzt wird es zu meiner Identität. Jetzt haben es die anderen gehört. Jetzt habe ich mich geoutet. Jetzt bin ich der, der ich bin. Durch meine Worte. Darum sagt der Paulus, wenn du nicht nur glaubst im Herz, sondern auch bekennst mit deinem Mund, dann wirst du gerettet. Jetzt verstehen wir etwas von diesem Araldit. Jetzt ist es nicht mehr einfach eine ewig klebrige Masse, wo man nie so recht weiss, es klebt zwar an allem, aber es hat doch nie, sondern jetzt ist es wirklich etwas, das verhält. Der hebräische Mensch, also der alttestamentlich-biblische Mensch oder der neutestamentlich-apostolische Mensch, er wird durch das, was er sagt, zu dem, was er ist. Der griechische Mensch, der aufgeklärte Mensch, der humanistische Mensch, der gebildete Mensch, so wie wir sind im Westen, wir werden zu dem, was wir sind, durch das, was wir denken. Ich cognito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Das ist ganz ein anderer Ansatz, eine andere Auffassung. Aber eben, das Zeugnis macht uns zu dem, was wir sind. Die Taufe macht uns zu dem, was wir sind. Und man kann es nicht auseinandernehmen, man kann es nicht ausbeindeln. Früher hat es auch Bekehrungen gegeben. Und darauf aber gerade Taufen, so wie Pfingsten. Und darauf aber gerade die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Heute tut man sich irgendwann bekehren, hat sich schon lange vorher getauft, sucht dann vielleicht nachher noch irgendwann eine Taufe im Heiligen Geist und so weiter. Aber eigentlich ist es eine Sache, ein Ganzes. Und es ist Gnade, wenn man das nachher irgendwie schlussendlich doch dann wieder zusammenbringt. Zum Glück wird der Zeitpunkt der Taufe kein heilsentscheidendes Ereignis sein.